Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Gipfel Südschlager beim VfB Stuttgart. Müsste 24. Spieltag sein. Ja, bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, Leute, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue und ja, ihr verpasst natürlich auch kein Video mehr, wa? Und dann gehen wir mal rein in die Pressekonferenz zum oder am Geburtstagstag, 125 Jahre FC Bayern. Ja, rein in den Bums. Dann wollen wir mal. Ja, naja, dann wollen wir mal. Mich des Öfteren, der Mann in der Mitte, Torben Hoffmann für Sky mit der ersten Frage, bitte. Mikro. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie sieht es mit Kimmich aus? Sehnenreizung im Oberschenkel, gestern nicht trainiert. Wird er spielen können? Morgen oder doch mit Blick auf Leverkusen-Schonung? Danke. Nein, nur Blick auf Stuttgart. Aber trotzdem die gleiche Konklusion, dass er wahrscheinlich nicht mitreist. Außer einem Mirakel irgendwie, das noch passiert heute Nachmittag, aber normal. Ja, alles gut. Ja, ich denke, ist auch die richtige Entscheidung. Kimmich hat bisher wirklich eine gute Saison gespielt, aber wenn wir die zweite Halbzeit gegen Frankfurt gesehen haben, ist es jetzt auch nicht so, dass wir sagen, ach du Scheiße, jetzt können wir keinen Fußball mehr spielen. Ja? Also ich fand die zweite Halbzeit in der Zentrale besser wie die erste Halbzeit, weil Pavlo endlich mal wieder den Taktgeber geben konnte. Weiß nicht, ob es was mit Kimmich zu tun hat, wenn er mit auf dem Feld ist. I don't know. Wir werden sehen, inwieweit der Ausfall dann schwer wiegt. Ja, wird halt darauf ankommen, wer auf der 6 spielt, ob Goretzka oder vielleicht sogar Palhinha, I don't know. Wie da die Rollenverteilung, Abstimmung war, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit Goretzka und Pavlovic, das sah schon gar nicht so schlecht aus gegen Frankfurt. Ja, also von daher bin ich da guter Dinge. Normalerweise ist dieses Spiel für ihn zu früh. Und ansonsten, Kader? Alle fit. Ja, aber du musst auch ein bisschen arbeiten, gib mich ein bisschen Namen und dann sage ich dir, ob die fit sind oder nicht. Pavlovic fit. Pavlovic fit. Pavlovic spielt auch. Na gut, okay. Ist noch Zeit. Dahinter Klaus Bergmann, bitte, für die DPA. Herr Kompany, Herr Kompany, Sie waren bei der Kinopremiere von Thomas Müller. Ja. Gestern war dieser Vereinsgeburtstag. Was haben Sie in diesen 2 Tagen noch Neues über den FC Bayern gelernt? Was nehmen Sie mit daraus? Sehr viel. Man lernt eigentlich immer sehr viel. Man kann sich immer so vorstellen, man kennt die Geschichte, wie groß die Verein ist. Du siehst ja natürlich die ganze Titel auch überall. Und wenn du ins Stadion reinkommst, dann merkst du das auch natürlich. Aber ich glaube, die Geschichte, warum diese Spieler so erfolgreich werden, die sind schon alle ein bisschen, er sagt eine wie keine, aber es gibt viele von diesen Spielern, die haben was Besonderes gemacht, um dieses Level zu erreichen. Und wenn du die Geschichte hört und austauscht, und ich war auch gestern mit Sami Kufur und diese Spiele, ich war kleiner Junge und habe mich immer gedacht, wer ist dieser Junge, die immer Streit hat mit Oli Kahn, aber trotzdem irgendwie passen die perfekt zusammen und wenn du die Geschichte hörst, ja, das war ein Krieges und die haben nicht nur Erfolg geholt wegen Talent, aber wegen Persönlichkeit, Charakter und man. Ja, sind die perfekten Worte, um Sami Kufur zu beschreiben. Ja, hat vielleicht jetzt nicht das meiste Talent gehabt, aber Persönlichkeit, Ehrgeiz, Wille. Einfach ein super sympathischer Mensch, auch danach geblieben. Ja, ich erinnere mich noch an den Champions League-Sieg, wie Sami Kufur als Experte bei irgendeinem Fernsehsender war, wie er abgegangen ist. Einfach, da merkst du halt, dass er den FC Bayern wirklich im Herzen trägt. Ne? Grandios. Man spürt das, wenn auf einmal diese 100 Leute zusammenkommen und ja, dann merkst du diese Energie, dass da einfach ganz viele Leute sind, die was ganz Besonderes erreicht haben, weil die selber ein bisschen anders sind. Ja. Ja.
Es war natürlich alles wieder gut organisiert, wie die das machen bei uns. Und ich glaube, dass wir jetzt geschaut haben auf die Vergangenheit und hoffentlich können wir beim 150. Feier auch ein schönes Kapitel ausmachen von dieser Geschichte. Sehr schön. Manuel Bunke für TZ und Merkur. Guten Morgen. Herr Kompany, angeknüpft an die Frage des Kollegen Bergmann ein bisschen. Es wurde jetzt viel gefeiert, die Thomas Müller-Doku, die 125 Jahre. Was macht sowas mit einer Vorbereitung aufs Spiel gegen Stuttgart? Ist es egal? Ich glaube um 11 Uhr. Junge, was soll das jetzt mit einer Vorbereitung auf Stuttgart machen? Das bleibt doch mal auf dem Boden, ey. Ist ja nicht so, dass die da die Nacht zum Tag gemacht haben und sich die Birne zugeschüttet haben. Ich meine, und selbst wenn, ja, wir haben letztens die Doku geguckt, Mario Basler bis morgens um 4 sich die Pilze weggeschädelt, hat dann trotzdem das Tor gemacht. War gestern Zapfenstreich. Ist es nicht ideal oder wie fit oder wie feierwütig waren die Spieler in Ihrer Meinung nach? 11 Uhr, was war das Wort? Ach so, nein, es war 10 Uhr. Ja, und deswegen, die waren falsch geschrieben, Jungs, 10 Uhr. Und deswegen, nein, überhaupt nicht. 125 Jahre macht man nicht immer mit und dann ist es halt so. Und die Jungs müssen da hingehen und wenn man auch über die Geschichte von seinem Verein noch ein bisschen extra lernt, das musste ich auch was geben in Zukunft. Wir waren dabei, das gehört sich so. Aber die Jungs waren früher ins Bett und für uns, wir werden jetzt nicht weniger arbeiten, nur ein bisschen weniger schlafen. Das war sonst war das für uns auch gut und wir haben die Fokus auf das Spiel Freitag, damit hoffentlich die Fans und die Vereine weiter feiern kann ins Wochenende. Also wir wissen, was wir zu tun haben. Daneben Stefan Kumberger für Sport 1, bitte. Vincent, wie unterscheidet sich der Druck für einen Trainer gegenüber dem Druck als Spieler? Also Spieler gibt es ja 11 auf dem Platz, aber als Trainer ist man ja fast alleine und steht besonders im Fokus. Wie ist da der Unterschied? Ja, ich stehe nie alleine. Also ich weiß, man sagt das, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich alleine angefangen bin an diesem Job und ich werde das auch nie alleine machen. Und deswegen macht es auch Spaß, weil ich bin auch ein Teil von einer Mannschaft letztendlich. Aber dieses Wort Druck, Da würde mich mal, ist mir nur gerade in den Kopf gekommen, die Frage hätte ich gerne mal Thomas Tuchel gestellt. Der ist für mich das Sinnbild eines Coaches, der allein da steht. Was nicht irgendwie bös gemeint ist, ne? Einfach eine andere Art, wie es ein Winnie ist. Ich höre das immer sehr oft. Man muss einfach immer den höchsten Anspruch haben für sich selber. Und dass ich alles gewinnen will, das war immer so. Das könnte mein Vater auch noch sagen, von wo ich kleines Kind war. Ich will immer alles gewinnen. Aber das ist der einzige Druck, nicht was von draußen kommt. Und ich kann vielleicht als zusätzlich sagen, wenn man Spieler ist, dann hat man ein großes Vorteil. Hatte ich auch immer in meiner Karriere. Du kannst in die erste Minute oder die letzte Minute ein Tor schießen oder was Besonderes machen und alles drehen. Als Trainer können wir das auch, aber du bist immer natürlich abhängig von der Leistung von 11 Jungs und die Energie von Jungs, die das eigentlich bringen müssen für mich, aber nicht nur für mich, aber für die Vereine auch. Druck finde ich es halt nicht, einfach weil mein Zentrum nicht ist, was die Außenwelt sagt, aber mein Zentrum ist, wie die Jungs leisten. Das ist aber auch bedingt dadurch, wieder ein gutes Standbild, weil er einfach auf dem Niveau Fußball gespielt hat. Er kennt das ja nicht anders. Ja, der Druck bei Manchester City als Kapitän war mit Sicherheit nicht gerade weniger, wie es ein Druck bei uns ist. Ja. Also in Kompanie ist das ja auch gar nicht anders gewohnt. Deswegen empfindet er das vielleicht auch gar nicht so als Druck. Ja. Und ansonsten sehe ich das so, wie er es auch sagt. Ja. Gerade in der heutigen Zeit, aber auch generell, sollte man sich davon frei machen, was irgendwelche Leute labern. Ja? Oder was irgendwas von außen gelabert wird. Da sollte man sich von frei machen und auf sich selber fokussieren. Und ich denke, jeder, der zum FC Bayern kommt, ob Trainer oder Spieler, weiß,
dass der Anspruch es ist, jedes Spiel zu gewinnen, egal wie der Gegner heißt. Ja. Das ist einfach so. Ob das immer möglich ist, natürlich nicht. Ja. Ob das immer realistisch ist, wahrscheinlich auch nicht. Aber so ist halt das Selbstverständnis. Ja. Und das ist ja, was unseren FC Bayern von ganz, ganz vielen anderen Mannschaften unterscheidet. Ja. Einfach dieses Selbstverständnis. Ja. Und deswegen ist es dann auch manchmal so kritisch, wenn wir dann nach Leverkusen fahren und auf diese Art und Weise mit viel Glück einen Punkt holen. Weil das halt einfach nicht das Selbstverständnis des FC Bayern ist. Ja. Auch wenn es völlig verdient war für Leverkusen uns da an die Wand gespielt hat, wird es trotzdem nicht das Selbstverständnis des FC Bayern werden. Ja. Und das ist der große Unterschied. Ja. Und ich denke, ja, ich glaube nicht, dass Vinny noch irgendwie Druck verspürt nach der Karriere, die er auf dem hohen Level hatte. Da ist das für ihn auch alltäglich. Ja, gehört dazu. Nicht leiste, dann kann ich vielleicht manchmal hier sagen, okay, das war die Kontext, aber das beeinflusst mein Leben viel mehr, dann was draußen passiert. Ja, ist auch richtig so. Heiko Nieder dafür Bild. Das sollten sich ganz, ganz viele Menschen, jetzt nicht nur auf den Fußball bezogen, ja, sollten sich das einfach mal angewöhnen. Es ist viel, viel gesünder. Ich meine, wenn man schon Social Media und gewisse Boulevardpresse konsumieren muss oder davon nicht wegkommt, ja, Leute, dann guckt auf euch, ey. Scheiß auf, was in irgendwelchen Zeitungen steht oder was irgendwelche Leute von sich geben. Wichtig ist, was ihr für euch empfindet und denkt und ja, wenn ihr schon diese Scheiße konsumiert, dann macht euch ein Bild aus ganz, ganz vielen Quellen und setzt euch nicht dahin und lasst euch von irgendwelchen Leuten beeinflussen. Ja, das ist mein Rat. Ansonsten ist mein Rat, scheiß auf Social Media. Ja. Ich nutze kein Social Media, abgesehen von YouTube, und mir geht es sehr gut damit. Ja. Bitte. Max Eberl auch mal in die Runde mitnehmen. Deshalb eine Frage an beide. Uli Hoeneß hat jetzt gerade gesagt, er würde Thomas Müller das... Sie wollen, dass ich eine Antwort gebe? Ich sage schon wieder? Einen Satz. Ich kann es auch ohne Uli Hoeneß sagen. Ja, da ist der Winnie schlau. Da ist er schlau. Das hat er von Tag 1 an gemacht und das hat auch der Unterschied. Ja? Wir warten erstmal, was er sagt, aber das ist der Unterschied zu vorigen Trainern. Ne? Aber ich sage nur kurz, was er gesagt hat. Seine Meinung ist, Thomas Müller noch ein Jahr auf der Bank als Einwechselspieler würde ihm gerne ersparen. Deshalb die Frage, wie ist Ihre Meinung über die Rolle von Thomas Müller? Würden Sie ihn auch gerne noch in dieser Rolle, die er jetzt hat, ein Jahr dabei haben, auch wenn er nur Einwechselspieler ist und manchmal nur für ein paar Minuten kommt? Wie wichtig ist er für die Mannschaft? Und ja, wie sehen Sie seine momentane Situation an, beide? Ich gebe keine Antworten auf die Sätze von anderen, das mag ich nicht. Und es ist für mich nur ein Satz wichtig in dieser Geschichte, und das haben wir vorher auch so gesagt, dass es meine Meinung ist, dass wir das immer in die Familie lösen müssen. Das heißt, erstmal mit den Spielern reden, und in dem Fall ist die Frage über Thomas, immer erstmal mit Thomas reden oder die Spieler, und nur das ist wichtig. Alles in die Öffentlichkeit gehört nicht zu unserem Entscheidungsprozess oder wie das auch entsteht. Und im Moment haben wir noch nicht mit Thomas dieses Gespräch gehabt, deswegen gibt es auch nicht viel zu sagen über die nächste Saison. Das haben wir bis jetzt immer so gemacht. Ja, das ist der große Unterschied zu den letzten Trainern bei uns. Ja. Du musst, auch wenn es ein guter Take ist von Uli meiner Meinung nach, du musst einfach egal ob es Uli, Kalle, sonst wer ist, du musst das einfach genauso wegmoderieren, wie es ein Winnie gerade macht. Ja. Und irgendwann werden die Reporter es auch leid sein, diese Fragen zu stellen und keine Antworten drauf zu bekommen. Ja, weil Winnie hat das klar kommuniziert, er sagt das jetzt auch nochmal. Und es ist völlig richtig zu sagen, ja, man muss erstmal mit Thomas Müller sprechen. Ja, es kommt doch erstmal darauf an, was Thomas Müller möchte. Ja. Und da muss sich ein Kompanie jetzt nicht dahinstellen und ein Loblied auf Thomas Müller singen, so wie es ein Thomas Tuchel letzte Saison getan hat.
ja, jedes Spiel ist ein Thomas Müller-Spiel, bla bla bla. Wofür? Brauchst du nicht. Ja, du musst dich nicht rechtfertigen, warum Thomas Müller spielt oder nicht spielt. Ja. Ich kann es jetzt wiederholen, aber es wäre dann, glaube ich, langweilig, das, was Vini gesagt hat. Wir werden mit Thomas reden und dann wird man sich hinsetzen und dann wird es eine Entscheidung geben, was dann die neue Saison betrifft. Sagst du seiner Wichtigkeit jetzt auch wenn er mal auf der Bank sitzt einfach? Das dachte ich, haben wir schon öfters mal rausgestrichen, aber kann man gerne nochmal tun. Also, dass Thomas Bayern München ist, auch die Sätze langweilen wahrscheinlich die Menschen mittlerweile. Das Steht ist außer so. Frage. Also er ist ein Unikat auf allen Ebenen. Das hört man ja auch. Und dass man eine Dokumentation während einer aktiven Zeit schon bekommt, das ist auch, glaube ich, außergewöhnlich. Ist auch ein Stück weit Ausdruck von Wertschätzung und von natürlich auch Interesse an Thomas. Und Thomas ist natürlich auch ein Profi, der sehr viel auch immer für den Fußball lebt, sehr viel Preis gibt, auch bei der Dokumentation ja doch auch einiges preisgegeben hat, was schön ist für die Menschen, dass die einfach auch mal fühlen, auch ein Thomas Müller, auch vermeintliche Superstars sind Menschen, die irgendwie mal Zweifel haben, die mit sich nicht glücklich sind, die... Ja, jeder Mensch hat das, ist doch völlig normal. Ja? Jeder, der was anderes denkt. Man sagt ja auch immer so schön, Geld macht nicht glücklich, das ist auch ein Faktor, den man vielleicht da mal mit reinnehmen kann. Und natürlich sitze ich auch hier, viele von euch auch, und wir kritisieren die Spieler, aber auch da muss man mal den Unterschied machen, das habe ich auch schon 100.000 Mal gesagt, werde ich aber auch nicht müde zu sagen. Ich kritisiere den Fußballer, ja, die sportliche Leistung. Ich kritisiere niemals den Menschen, der da Fußball spielt. Ja. Das mal ganz klar zu sagen. Wir kritisieren die Leistung, die wir sehen auf dem Platz. Zumindest halte ich das so. Das hat nichts damit zu tun, wie der Mensch ist. Ja. Ein Niboi, ein Serge, die schon mal öfter ihr Fett wegbekommen, ey, das können super liebe Menschen sein. Ja, das hoffe ich auch. Zumindest auch gerade so ein Niboi macht den Eindruck. Aber wenn das sportlich eine Katastrophe ist, ja, dann hat man das zu kritisieren sportlich. Ja, aber das hat nie was mit den Menschen zu tun. Und dass das Menschen sind, ja, und die, keine Ahnung, Leute, mal einen Furz quersitzen haben, private Probleme haben, genervt sind von was weiß ich was, ist doch völlig normal. Und dass sich das dann auswirkt auf die sportliche Leistung, sollte es im Idealfall nicht, ja. Das macht vielleicht dann auch den Topstar aus, ja, oder den Topstar unter den Topstars. Wenn wir so auf super konstante Spieler gucken, wie Kimmich, wie Devi, wie Herbie. Aber es gibt mit Sicherheit Spieler, wo das dann mit reinspielt und wo man merkt, oh, der hat wahrscheinlich gerade wieder irgendwelche Sorgen, ja. Und das sollte klar sein. Ne? Das muss man sich zwischendurch mal ins Gedächtnis zurückrufen. Ja, da gehe ich mit. Weil gerade in der heutigen Zeit geht die Kritik ja schon mal sehr, sehr weit. Aber nochmal, wenn ich hier was kritisiere, ist das der Sportler, die Leistung auf dem Platz. Ich kritisiere niemals den Menschen dahinter. Ja? Es sei denn, wir reden explizit über irgendeine Sache, die der Mensch dahinter getan hat, wie so Manuel Neuer, der sich da hinstellt und sagt, mir wurde von Vereinsseite das Herz rausgerissen. Dann kritisieren wir natürlich nicht oder kritisiere ich nicht die sportliche Leistung, sondern den Menschen, der solche Aussagen dann trifft. Ja, war mir nur ein Bedürfnis, das nochmal klarzustellen an dieser Stelle hier. Das Bestmögliche erreichen wollen. Und genau das ist, was Thomas jeden Tag in der Kabine eben lebt. Also dieses Gefühl, bei München alles erreicht zu haben, trotzdem, wenn man jetzt das Spiel gegen Frankfurt nimmt, wo er dann ja auch dann beginnt, dann zu zeigen, ich will da sein, ich will helfen mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Qualitäten. Das ist herausragend und das ist genau die Rolle, die er hat und die er auch ausfüllt. Trotzdem ist er auch stinkig, wenn er dann auch mal nicht spielen darf. Das ist aber auch ein Profi. Wir wollen ja auch Profis haben, die auf der Bank sitzen und nicht sagen, hey, alles easy und ich gehe nach Hause. Ja, da müssen wir aber den Serge, da müssen wir uns jetzt aber Gedanken machen, oder? Und schaue am Monatsende auf mein Konto, sondern... Wollen wir nicht haben. Eieiei. Ja, da müssen wir den einen oder anderen aber mal ein bisschen, ne? Ist natürlich alles richtig, was der Max da von sich gibt. Und natürlich ist das eine Rolle, die Thomas Müller perfekt ausfüllt. Alles fein, gehe ich ja auch mit. Aber da muss ein Thomas Müller auch sagen, komm, ich spiele für einen Obolus und ich spiele für 20 Millionen. Ja, du kannst keinem Ersatzspieler 20 Millionen Gehalt zahlen, Alter. Das ist ein Ding, was nicht geht. Ja, und schon gar nicht in dem hohen Alter. Sorry an Thomas. Ich denke, Thomas hat auch genug in seiner Karriere verdient beim FC Bayern.
Ich hätte kein Problem damit, wenn man sagt, komm, Thomas, hier 2, 3, 4, meinetwegen 5 Mille kannst du noch bekommen pro Jahr, wenn du noch eine Saison weiterspielen willst. Alles gut. Wenn das für die Kaderchemie passt, let's go. Ja. Wenn das natürlich nicht passt oder er auch keinen Bock mehr hat, ja, dann beende deine Karriere. Ja. Und da habe ich auch schon gesagt, wenn er unbedingt Fußball weiterspielen möchte, dann geh doch in die zweite Mannschaft. Ja, da kannst du doch mit Sicherheit noch 2, 3 Jährchen kicken und hast einen riesen Mehrwert für den Verein. Ja, ob das dann so das super Ende seiner Karriere ist, wahrscheinlich nicht, aber den Zeitpunkt hat er eh schon verpasst. Ja. Ist diese Saison Ergänzungsspieler, war letzte Saison schon fast nur noch Ergänzungsspieler. Von daher hat er den Zeitpunkt eh verpasst und da bin ich dann auch ein bisschen bei den Worten von Uli Hoeneß. Ja, und nochmal, man braucht für so eine Art Spieler von den Einsatzzeiten her dann auch keine 20 Millionen zahlen. War. Eben trotz des hohen Alters, trotz der unfassbaren Verdienste, trotz der unglaublichen Erfolge, die er hatte, immer noch Erfolg haben zu wollen. Und das ist eine Rolle, die tut uns einfach gut. Ja, in der Mitte Julian Buhl für T-Online. Ja, auch eine Frage an Herrn Eberl. Bei Ihnen steht ja auch ein kleines Dienstjubiläum an. Wie schauen Sie auf Ihr erstes Jahr beim FC Bayern als Sportvorstand zurück? Was sind da die positiven Dinge? Was vielleicht die Hat er sich wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher vorgestellt, könnte ich mir vorstellen. noch nicht so ganz funktioniert haben, wie Sie sich vorgestellt haben? Und welche Note würden Sie sich oder diesem Jahr möglicherweise geben? Also ich glaube, das haben wir alle gelernt in der Schule. Wenn wir die Matheaufgabe geschrieben haben, hätten wir uns gerne mal alle besseren Noten gegeben. Die Noten gibt aber ein anderer. Und das würde ich auch in dem Fall so zurückspielen. Das müsst ihr ein Stück weit von eurer Seite beurteilen. Eine Note für Max Eberl. Boah, wir haben da letztens im Stream drüber geredet schon. Die Frage ist, um das wirklich fair beurteilen zu können, müssten wir halt wissen, was ist seine alleinige Entscheidungskompetenz und was nicht. Ja, ich würde ihn aktuell, bei einer 3- sehen. Ja. Warum? Kann ich auch ganz kurz begründen. Weil einfach letzte Saison die großen Ankündigungen gemacht wurden von wegen bla, Sülze, gucken, wer hier alles für den FC Bayern gibt und die ganze Farce mit Fonzie Davies, wo man Ultimatum gesetzt hat, das ist der finale Vertrag, nehm ihn an oder lass es sein und dann ist das vom Tisch. Und jetzt hat man Fonzie Davies in die neue Kategorie gehoben beim FC Bayern des Leistungsträgers. Ja. Und Fonzie Davies ist vieles, ja, aber mit Sicherheit kein Leistungsträger auf dem Niveau eines Musialas, Kanes oder eines Kimmis. Ja, das ist ein durchschnittlicher Spieler. Kann gut sein, dass er sich in den nächsten 2 Jahren dahin entwickelt. Und dann kann man das vielleicht irgendwie ertragen, dass er diese Kohle verdient. Ansonsten ist das die nächste Baustelle in dieser Mannschaft. Man hat wieder einen durchschnittlichen Spieler, wovon wir jetzt schon zu viele haben, der viel zu viel Geld verdient. Ja. Und dann wird man das auch nicht hinbekommen, was man sich da gerade vorstellt, mit irgendwie 3 verschiedenen Verdienstgraden innerhalb der Mannschaft. Wenn dann so ein Fonzie Davies da in der höchsten Kategorie ist vom Verdienst her und seine Leistungen sind so, wie sie bisher waren, ja, dann wird jeder Spieler, der ansatzweise einen Tacken besser ist wie Durchschnitt, wird sagen, ja, hör mal, was ist denn eben mit Fonzie, wenn der so viel verdient, will ich auch so viel verdienen. Ja. Also da tut man sich gerade keinen Gefallen, Fonzie Davies in diese Kategorie einzuordnen in dieser Mannschaft. Also da ist die Frage, wer ist dran schuld? Natürlich ist der ganze Bums vom Aufsichtsrat abgesegnet. Ja, der muss ja zustimmen bei solcher Vertragsverlängerungen. Von daher ist es schwierig, da nur Max Eberl zu benoten. Dann müsste man wahrscheinlich die ganzen Leute, die daran beteiligt sind, benoten. Aber wie gesagt, er hat letzte Saison oder anders an seinen Worten, die er letzte Saison geäußert hat, habe ich diese Note festgemacht, weil davon wurde 0 umgesetzt. Ja. Aber auch da ist die Frage, ist das Max Eberls Schuld? Hat er nicht die Handhabe, das zu tun, was er gerne tun möchte? Wenn es darum geht zu sagen, pass mal auf, wir haben hier 3, 4 Spieler. Vielleicht hätte er ihnen gerne gesagt, pass mal auf, wir planen nicht mehr mit euch. Ihr könnt hier noch trainieren, aber ihr seid nicht mehr Teil der Mannschaft. Vielleicht wäre das sein Plan gewesen und durfte es nicht umsetzen. So, das ist halt super schwierig, Max Eberl fair zu bewerten, gerade weil man nicht weiß, ja, welche Entscheidungskompetenzen hat er wirklich alleine. Ja.
Und von daher ist meine Benotung eine 3- aktuell, weil er hat den Vertrag verlängert mit Musiala, das muss man auch mal sagen. Die Konditionen sind natürlich übelst krank, wenn sie stimmen. Hat Michael Olise verpflichtet, der natürlich, ich glaube, die Saison schon Gamechanger ist für uns. Ja, gerade wenn man guckt, wenn Musiala keine Form hat und so weiter. Unsere anderen 3 Außen sind ja wie immer mehr schlecht als recht. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja, also, ja, ein bisschen schwierig zu benoten. Ich kann sagen, dass das erste Jahr bei Bayern München sehr, sehr aufregend war, sehr, sehr intensiv war, aber auch mit Glücksmomenten versehen, wenn ich an unsere Trainerwahl denke, wenn auch die Trainersuche kurios. Stimmt, auch das muss man mal Max Eber zugutehalten. Und wenn wir das noch mit reinnehmen, dann sehe ich immer eine 3. Ja. Wenn nicht sogar eine 2,5, weil Fakt ist ja auch, das war mit Sicherheit nicht der Wunsch unseres Vereins, dass man gesagt hat, oh geil, komm, wir haben da eine Idee, verpflicht mal den Winnie. Ja, das ist ja schon auf Max Eberl und vielleicht noch Freund bezogen, dass die gesagt haben, komm, wir haben die Eier und holen Vincent Kompany. Ja, und dass das für uns auch ein Glücksfall war oder ist, finde ich schon. Und das muss man dann, da weißt du halt, dass es auf jeden Fall auf deren Mist gewachsen ist. Ja, und nicht auf dem Mist vom Aufsichtsrat. So, und wenn wir das mit einbefließen lassen, ja, Chapeau. Kurios war und die ein oder andere Wendung vielleicht hätte man sparen können, aber am langen Ende ist es dann für uns sehr, sehr gut herausgekommen, haben einen großartigen Trainer gefunden, der mit Bayern München mit uns zusammen erfolgreich sein möchte. Ich glaube, dass wir einen Kader haben, der ein Stück weit eine neue Energie hat, dass wir mit Michael... Nee, da gehe ich nicht mit. Aber gut, er hat ein Stück weit gesagt, ja, Stück weit ist Michael Olise. Vielleicht dann noch Stunny, der zurück ist, und Ito, wenn er mal da ist. Palhinha ist noch gar kein Faktor und ja, ein Stück weit passt, ja, wenn das Stück so klein ist. Olise einen Spieler dazu gefunden haben, der, glaube ich, der Bundesliga sehr, sehr gut tut, dass wir mit der Verlängerung von Jamal und von Fonsi, Manuel Neuer auch. Nein, Fonsi gehe ich nicht mit. Ist für mich ein Durchschnittsspieler, völlig überbezahlt. Nee. Musiala gehe ich mit, ja. Manuel Neuer hätte seine Handschuhe auch am Nagel hängen können. Wäre vielleicht auch besser gewesen für diese Mannschaft, aber anderes Thema. Bei anderen wird man sehen, Spieler behalten haben, die Bayern München in sich tragen. Wenn ich über Fonsi und über Jamal nachdenke, wo definitiv großes Interesse auf dem Markt da war. Spieler, die bei Bayern München groß geworden sind, die mehr als 6 Jahre schon bei Bayern sind. Na gut, er verkauft es aus seiner Warte halt positiv. Ja, gerade die Alphonso Davies-Story, also. Ich sage, keine Eigengewächse sind, aber trotzdem bei Bayern gewachsen sind, so wie die ganzen Größen, die wir gestern gesehen haben, die lange bei Bayern waren, dann sind das für mich persönlich positive Dinge, die passiert sind. Am langen Ende versucht man einfach den bestmöglichen Job zu machen. Das müssen dann andere bewerten, ob das gut ist oder nicht gut war. Wir sind momentan Tabellenführer, wir sind in der Champions League mit dabei, wir sind im Pokal unglücklich ausgeschieden, wenn ich das sagen kann. Ich denke, dass die Saison bisher eine sehr gute ist. Klar, am langen Ende wird man hinten raus sehen, ob es dann alles perfekt gelaufen ist. Richtig. Deswegen, Note gebe ich mir nicht, aber das ist so ein bisschen Einblick in mein Gefühl nach dem Jahr. Manuel Bunke wieder, bitte. Herr Eberl, noch. Ja, gehe ich auch mit, was er gesagt hat. Vielleicht abschließend nochmal. Er hätte sich einfach dieses großspurige Ankündigen Blasels in der letzten Saison schenken sollen. Ja, weil das sind die Worte, an denen man ihn gemessen hat. Und da hat er nichts von umgesetzt. Noch eine Frage an Sie. Karl-Heinz Rummenigge hat gestern quasi angekündigt, er hätte gerne so ein Roundtable mit FIFA, Verbänden, UEFA, Spielergewerkschaften, um diese Gehaltsobergrenze wirklich mal auch durchzudrücken für Spieler. Wie sehen Sie diese Thematik? Erachten Sie die als realistisch? Es würde Ihnen zugutekommen, weil ich glaube, die Summen, mit denen Sie in München jonglieren, sind ja auch andere als damals in Gladbach oder Leipzig. Oder ist es was man schon oft gehört hat und was sich einfach in der Praxis nicht durchsetzen lässt? Es ist eine politische Frage, eine schwierige Frage. Das gleiche Thema gibt es ja schon mit Beratern. Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen lässt. Sage ich euch ganz ehrlich. Warum? Weil viel zu viele jetzt schon dubiose Geschichten laufen bei Paris, bei Manchester City und so weiter. Überall, wo irgendwelche Staaten oder Scheiß dahinter sitzen.
Ja, dann führst du eine Gehaltsobergrenze ein, gar kein Problem. Dann bekommt halt so ein Haaland die Obergrenze von 15 Millionen und bekommt dann einen Sponsoringvertrag von, was weiß ich, irgendein Hotel in Dubai, wo er dann für einen Werbespot im Jahr 20 weitere Millionen bekommt. Ja, so. Schon hast du den ganzen Bums außer Kraft gesetzt. Das wird nicht umsetzbar sein im Fußball. Dafür hat man den Fußball, was hätte man viel, viel eher tun müssen. Ja? Und hätte dann dieses massive Unterstützen von Vereinen, ich meine, wir reden über Financial Fairplay und selbst das konnte man nicht durchdrücken. Ja? Selbst das kannst du nicht durchdrücken. Guck dir die ganzen Vereine an, die ich gerade schon genannt habe, was da an Geldern rein und raus geht und Katastrophe. Ja, das hat nichts mit Financial Fairplay zu tun. Und wenn du noch nicht mal das umgesetzt kriegst, dann bist du auch keine Gehaltsobergrenze umgesetzt bekommen. Auf Papier dann vielleicht, ja, aber hintenrum, wie gesagt, dann gibt es irgendeinen Sponsoringvertrag für den Spieler von irgendeiner dubiosen Firma und gut ist. Ja. Da ich ja auch schon etwas länger dabei sein darf, bin ich, glaube ich, gefühlt seit 12, 13, 14, 15 Jahren in Kommissionen, wo es auch um Beraterhonorare geht. Wie willst du eine freie Marktwirtschaft reglementieren? Will man das? Ist das richtig? Kann man das vor europäischen Gerichtshöfen? Also man ist ja nicht mehr ganz frei in seinen... Das kommt ja auch noch dazu, ja. Das muss ja dann auch alles rechtens sein. Ansonsten wird dagegen geklagt und der ganze Bums wird wieder gekippt. Ja. Entscheidungen, weil es gibt ja dann Menschen, die auch dagegen klagen werden und die Freiheit des Menschen in allen Bereichen ist dann doch ein Stück weit unantastbar. Ich bin immer dafür zu diskutieren, zu reden, sich Gedanken zu machen, alle Beteiligten. Und ob es mit Verbänden sind, ob es dann auch mit Gewerkschaften, wenn ich jetzt Berater nehme oder Spielergewerkschaften nehme, gibt es bestimmt Themen, über die man diskutieren kann. Und ich glaube, das gehört auch dazu in einem Prozess. Ja, aber kein Spieler wird doch auch sagen, ach ja, komm, lass uns mal eine Gehaltsobergrenze haben. Ach, ich bekomme gerade 25 Millionen, dann kriege ich nur noch 50. Ja, ist kein Problem für mich. Ja. Weil dann würden die Spieler sich ja gar nicht dahinsetzen, wie jetzt so ein Fonzie Davis, der ein Gehalt fordert, was in keinem Verhältnis zu seiner sportlichen Leistung steht. Und dann würde sich auch kein Musiala da hinsetzen und 20, 25 Millionen fordern. Und auch kein Kimmich würde sich da hinsetzen und 20 Millionen fordern. Weil nötig haben die das alle nicht. Ja? Haben die das alle nicht, Leute. Punkt. Wenn du in deiner Karriere als Fußballer in 10 Jahren beim Topverein 100 Millionen verdienst oder 250 Millionen, ja, wen soll das am Ende poppen? Ja. Also, wenn mir jemand 1 Million im Jahr geben würde, ja, alles gut. Also, dann würde ich 2 Jahre arbeiten, dann würde ich aufhören zu arbeiten. Ja, dann ist alles fein für mich. So, wir reden hier über Summen. Ja, wenn die Spieler dazu bereit wären, so, dann würden sie gar nicht diese Summen fordern. Ja, und sie fordern sie melken die Vereine bis auf den letzten Tropfen. Ja, ich denke, das hat man jetzt gerade bei der Musiala-Verlängerung gesehen. So, weil auch dieser Spieler, ja, er hat ein Riesenpotenzial. Ihm kann die Zukunft gehören, er kann mal Weltfußballer werden. Es kann aber auch einfach sein, dass er das gar nicht wird und die Leistung wegbricht und sonst was. Ja. Musiala ist jetzt noch nicht der Spieler, wo man sagt, wow, der hat mal 3 Jahre auf diesem Niveau durchperformt. Ja. Da sind diese 25 Millionen gerechtfertigt. Ich gehe mit damit, habe ich ja auch gesagt, wenn Musiala die Entwicklung nimmt. Ja, ist natürlich ein Zocken, aber gut, da ist wenigstens das Potenzial da, um zu zocken. Ja, beim Alphonso Davies sehe ich das Potenzial halt nicht. So, ja. Ich denke, wir haben die letzten Jahre gesehen, was ein Alphonso Davies kann, was er nicht kann. Der müsste schon wirklich 2 Riesensprünge machen, damit man sagt, so, das ist ein Gehalt, was hat sich gelohnt, mit dem Spieler zu verlängern. Ja. Also du wirst keine Spieler dahin bewegen können, zu sagen, ja, komm, lass uns doch jetzt mal alle wegen der sozialen Gerechtigkeit ein Gehaltslimit einführen. Ja, kannst du vergessen, Alter. Dafür sind die viel, viel zu gierig. Ja, das muss man einfach mal ganz klar sagen. Das sieht man ja gerade beim FC Bayern. Wenn man dieses Sportbusiness Fußball nimmt, dann ist es ein großes Business geworden und da muss man sich auch immer wieder über Regularien Gedanken machen. Deswegen Tische, Reden, Diskussion bin ich immer ein Freund von. Machen wir noch 1, 2, 3, 4 maximal. Stefan Kumberger, bitte. Maximal. Vincent, beim Gegner, beim morgigen, sitzt ein Rising Star, sage ich mal, unter den Trainern auf der Bank mit Sebastian Hoeneß. Wie erleben Sie
seine Arbeit, was ist er für ein Typ, was hat er vielleicht für Kniffe und Tricks, auf die Sie sich einstellen müssen? Ja, es ist natürlich ganz interessant, was er gemacht und geleistet hat mit Stuttgart in den letzten Jahren. Aber ich kannte ihn natürlich auch schon vorher von seiner Zeit in Hoffenheim. Aber was deutlich ist jetzt, ist, wie die Vision von seinem Fußball zusammenstimmt mit die Kader und die Jungs, die er zur Verfügung hat. Und in dieser Art und Weise ist es nicht immer einfach, auch sofort die Ergebnisse zu holen, die Erfolg zu haben. Und ich glaube, diese letzte Saison war für den einfach sehr, 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 sehr erfolgreich. Und was diese Saison dann passiert ist, ist halt was normal ist auch manchmal. Du spielst du Champions League, spielst du Bundesliga und am Anfang haben die ein bisschen Punkte verloren. Aber letztendlich kommen die jetzt wieder zu dieses Niveau, das die vielleicht die letzte Saison schon ein Stück weit hatten. Und es gibt einfach viel Qualität in Deutschland im Trainerbereich. Das habe ich von Anfang an auch gesehen und gesagt. Und er gehört natürlich zu dieser Trainer, die es nicht nur jetzt gut machen, aber auch in Zukunft gut machen würden. Und deswegen ist es auch gut, dass wir jetzt über das Spiel reden, weil Sie wissen, auswärts gegen Tabelle 2. von letzter Saison ist nie einfach und wir haben uns auch nur auf das vorbereitet. Obwohl wir ein oder zweimal diese Veranstaltung hatten, haben wir trotzdem keinen Schritt weniger gemacht für dieses Spiel, weil das ist einfach so wichtig für uns. Klaus Bergmann, bitte. Herr Kompany, anknüpfend daran, Sie haben es selbst gerade schon gesagt, Stuttgart hat letzte Saison sicherlich noch viel konstanter dieses Top-Niveau abgerufen. Ich finde es auch normal, das meinte ich. Ja. Wo liegen die speziellen Stärken? Also worauf bereiten Sie Ihre Mannschaft speziell vor? Und eine Frage an Max Eberl. Die Spiel morgen, wie wichtig ist das auch nochmal für das Gefühl, mit dem man dann in die Spiele geht, auf die alle warten? Man kann sich immer so ein Spiel anschauen in die unterschiedlichen Phasen, die man bespielen muss gegen die Gegner. Und Stuttgart ist schon eine Mannschaft, wo du in jeder Phase die sind in jeder Phase auch gefährlich. Das heißt, die machen auch sehr, sehr hoch Druck. Und in diese Druckmomente sind die auch ganz gefährlich im Counterbereich. Das ist auch eine Mannschaft, die natürlich sehr, sehr hart arbeitet, wo jeder Spieler immer zurückkommt in die Organisation, wenn Druck nicht stimmt. Und letztendlich haben die auch Möglichkeiten von dieser Situation auch wieder zu countern. Und dann, wenn die den Ball haben, haben die immer dieses, mein Fußballjargon ist im Moment noch immer mehr auf Englisch, aber trotzdem werde ich versuchen durchzuziehen auf Deutsch dieses Mal. Aber natürlich, die bringen dich sehr, sehr weit aus deiner Hälfte, damit du gut Druck machen kannst. Und sonst haben die auch immer die kurze Lösung, aber die haben auch die langen Lösungen und deswegen sind die gefährlich einfach, weil die haben die richtigen Profile, die sind lauferisch stark, zweikampfstark und Sie können schon sehen, dass ich natürlich viel Respekt habe für meine Kollegen und für die Gegend von morgen, aber letztendlich diese ganze Kontextdiskussion endet nichts an unseren Aufgaben. Trotzdem wollen wir gewinnen, trotzdem haben wir im Hinrunde gut gespielt gegen den und trotzdem ist es eine Aufgabe, die für uns irgendwie diese Motivation noch extra macht. Erstmal ist natürlich das Bundesligaspiel Stuttgart für uns elementar wichtig, weil wir natürlich in der Tabellenspitze den Vorsprung weiter behalten wollen. Und wie das Spiel laufen wird, das hängt natürlich vom Gegner ab, das hängt von Situationen ab, die man einfach jetzt noch gar nicht weiß. Das macht dieses Spiel ja so spannend. Was passiert? Gibt es einen Elfmeter, gibt es eine rote Karte? Entwickelt sich das Spiel in irgendeine andere Richtung? Wie wir uns das vorstellen, dass es beim VfB Stuttgart auswärts nicht leicht ist, haben wir letzte Saison erfahren, dass der VfB ein Verein ist, der in den letzten 2 Jahren, 2 Saisons wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr stabil spielt, auch trotz der Abgänge wieder es geschafft hat, jetzt eine gute Mannschaft zu haben.
Und natürlich hat man beim VfB auch diese Doppelbelastung gemerkt, Champions League. Deswegen, es ist für uns am morgigen Tag ein Champions League-Spiel gegen einen Champions League-Teilnehmer, der sich dafür qualifiziert hat. Und was das für dann den Ausblick für die Spiele gegen Leverkusen bedeuten, das wird man dann am Tag danach sehen. Eins möchte ich aber gerne sagen, wir hatten diese Saison schon auch den einen oder anderen Moment, wo wir Spiele hatten, die nicht so prickelnd waren, wo wir verloren haben, ob es Barcelona war, ob es Feyenoord war. Dann die beiden Spiele, die wir nicht verloren haben, aber vielleicht nicht diesen brillanten Fußball gespielt haben, den man gern von uns erwartet. Ich meine Leverkusen und Celtic. Und unsere Reaktion danach war immer eine gute. Und das ist das, was ich... Ja, das ist ja auch, was ich bisher diese Saison auch herausgestrichen habe. Bisher. Und warum ich auch gesagt habe, Leute, lass uns mal bis nach dem Frankfurt-Spiel warten, um dann wirklich zu sagen, jo, der Trend geht weiter in schlecht rein, ja. Und das war es halt nicht. Ja, wir haben wieder eine Reaktion gezeigt, wir waren wieder ein bisschen spritziger, fitter, spielfreudiger. Und ja, gehe ich 100% mit, was Max sagt. Ich sage, das ist natürlich auch eine Stärke, die man hat. Wenn irgendwelche Dinge mal nicht so gut funktionieren sollten, wissen wir aber, dass wir im nächsten Spiel wieder da sein können und unser Top-Niveau erreichen können. Die letzte Frage dann bitte Julian Buhl nochmal. Genau, ich hätte noch eine Nachfrage an den Coach, nochmal zu Joshua Kimmich. Wie groß ist denn dieses Problem für Sie, dass er jetzt ausfällt? Er hat ja davor wirklich jede Minute bis zu seiner Verletzung auf dem Platz gestanden und ist ja auch sehr wichtig für Ihr Spiel. Und ja, wie wollen Sie das Problem dann möglicherweise auch lösen gegen Stuttgart? Ja, hast du doch gegen Frankfurt gesehen, Junge. Und Leverkusen. Wir werden das lösen mit unserer Kader und einfach totales Vertrauen in die Jungs, die spielen müssen und das haben wir bisher gemacht für jede Position. Joshua ist nicht der Erste, der ausfällt. Wir haben das auch gehabt mit Harry, mit Jamal, Upamecano, Min-Jae Kim, Fonzie Davis. Die waren alle irgendwann nicht zur Verfügung, aber genau wie die anderen ist es hoffentlich auch nicht zu lange. Deswegen müssen wir das auch in diesem Moment mit den anderen Jungs 100% lösen. Und Max hat gesprochen über die Reaktion manchmal nach Niederlage, aber letztendlich haben wir auch immer eine Reaktion gehabt, wenn wir eine verletzte Spieler hatten in die Kader, haben wir immer eine gehabt, die Verantwortlichkeit genommen hat und einfach geleistet hat für uns, und das erwarten wir morgen auch. Dankeschön, allen zusammen. Sehen wir uns morgen in Stuttgart. Bis dahin. Machen wir, sehen wir. Gut, Leute. Ja, ganz coole PK. Ja, hat mir sehr gut gefallen diesmal. Und in diesem Sinne, Leute, auf ein schönes Spiel morgen. Rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier. Haut rein. Bis dahin. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.